unserem Spiele-Journal wollen wir weitermachen. Und zwar habe ich eine tolle Sache gefunden für diese Seite hier von unserem Tierlotto, wo unsere Familie so gerne gemacht hat immer. Und ich habe hier in den anderen 2 Signaturen noch eine so eine Seite, die ich genau so möchte gestalten. Hallo zusammen, schön sind ihr hier bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich würde sagen, wir gehen gerade mal hier rüber. So. Und zwar haben wir hier den schwarzen Schwan, den Schnabeligel und die Fächertaube. So, da habe ich nämlich auch noch die Kärtchen dazu. Ein paar von diesen Kärtchen fehlen eben leider. Darum haben wir das arme Spiel auch aufgelöst. Und verbauen jetzt das so. Ich tue jetzt das erste Mal hier ein bisschen inken. Und um das ein bisschen einfacher zu machen, nehme ich das, glaube ich, hier raus. So. Und dann können wir das hier wunderbar einen schönen Hintergrund machen. Ich nehme hier Walnut Stain. So, und da bis runter. So, genau. Und das Rändchen, das Weiße, machen wir auch gerade noch ein bisschen. Ein bisschen braun und hier bis hier rundherum. Wo ihr es nicht seht. Schön in der Mitte arbeiten. Muss ich mir immer wieder sagen. So. Genau. Und weil wir gerade so schön dran sind, hier an unseren Australien-Tierchen, gehen wir doch hier auch noch gerade ein bisschen rundherum. So. Und dann habe ich mir da so eine schöne Schablone, weil ich würde jetzt hier noch gut passen, das hier, glaube ich. Und tue hier einfach das Müsterli ein bisschen mit Schwarz. Drauf schablonieren. So, genau. So, dass wir da einen schönen Hintergrund haben. Das muss auch gar nicht so perfekt sein. Das darf von mir aus hier so ein bisschen auslaufen. Seht ihr es jetzt? Ja, knapp. So, und könnte man auch hier noch so ganz feines machen. Oh ja, genau. So, das ist vielleicht ein bisschen wild, ein bisschen nervös, ich weiß es nicht. Mir gefällt es. So, schau mal. Oh ja, hübsch. Ich finde es schön. Und ich finde auch, man könnte das Rändchen noch ein bisschen dunkler machen. Und das auch. So, und weil es hier beim Knicken ein bisschen weiss geworden ist, machen wir den auch noch gerade schwarz. Dann haben wir hier auch einen schönen Rand. Und dann sieht doch das prima aus, finde ich. Da noch ein bisschen. So. Gut. Und dann müssen wir jetzt das nur noch ankleben. Und zwar da, da, da und da. Einmal. Zweimal.
3-mal. Und 4-mal. So, das wird einfach schön abgedrückt. So, das wäre es schon gewesen. Und dann brauchen wir nur noch unseren Schwan. Oh, vielleicht noch gerade schnell ein bisschen länger andrücken. Ja, was jetzt natürlich noch ist, was man dazu kann sagen, wenn ich das jetzt ganz reinstecke, bis da rein, dann kann ich es natürlich nicht mehr gut rausnehmen, dann müsste ich es rausknübeln und dann verkrügelt es vielleicht und so weiter. Das ist vielleicht nicht so schlau. Darum, ich habe jetzt das einfach nur so ein bisschen reingesteckt, so dass man auch sieht, dass da etwas drin ist. Was man natürlich auch machen könnte, ist, dass man da irgendein so ein kleines Schwänzchen dran macht. Wahrscheinlich am ehesten Limit, wo man das rausziehen kann. Irgendein so ein, weiß auch nicht, ein Stoffteilchen. Aber ich bin noch nicht so ganz, habe mich noch nicht mit dem Gedanken so ein bisschen anfreunden. Das muss ich mir noch ein bisschen überlegen. Ich finde es so eigentlich ganz hübsch. Dann sieht man auch wirklich ein bisschen, dass da das drin steckt, was vorne drauf ist. Blöd ist nur, wenn man zum Beispiel rausnehmen und dann aus Versehen so dran stückt und dann steckt man es ganz rein. Das kann ja auch immer passieren. Aber ich glaube jetzt, für das Erste lasse ich es mal so. Mir gefällt das. Jetzt wollen wir natürlich gerade schauen, wie es aussieht, wenn es gerade so drin ist in der Signatur. Zusammen mit dem Hintergrund hier. So, sieht doch das prima aus. Ist jetzt das viel zu wild da? Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist doch gut. Ach, mir gefällt das. Jetzt machen wir doch gerade noch das zweite. Also das dritte insgesamt. So, die sind leider verdreht, weil ich es irgendwie komischerweise falsch aufgeklebt habe. So, jetzt das hier rausziehen. Und was auch noch recht merkwürdig ist, was ich vorher gerade gemerkt habe, ich habe hier noch einmal Australien, noch einmal die gleiche und verkehrt zusammengeklebt. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Und was ich nämlich nicht habe, ist Europa. Das ist mir aufgefallen. Ich habe zweimal Australien, aber nicht Europa. Tja, so kann es gehen. Ich weiß nicht wieso. Also, ich würde sagen, wir tun doch da gerade noch einmal ein bisschen inken. Und hey, das mit diesen 3 Täschchen, das kann man ja für alles anwenden. Das gilt natürlich jetzt nicht nur dafür das Spiele-Journal. Da kann man natürlich jedes andere Ding auch in das Papier nehmen, umfalten und 3 oder so viele Täschchen, wie man dann gerne daraus machen will, wo man dann irgendwelche Tags reinstecken kann und so weiter. Das ist ja so das Schöne am Junk Journal, dass man alles irgendwie unendlich kann abwandeln kann. So, da auch noch das Rändchen und da das Rändchen. So. Und noch ein bisschen schwarz inken. So.
Salik. Ist das gut so? Ja. Da noch und da noch. So. Prima. Und jetzt noch ein bisschen mit Schablone. Was haben wir noch Hübsches? Ich glaube, ich nehme noch die mit den Töpfchen. Die passt doch gut zu dem. Hallo? Macht das etwas da? Mal. Ah ja. Ja, schau mal, cool sieht es doch aus. So. Da gibt es auch noch ein paar und da gibt es noch ein paar und da gibt es noch ein paar. So. Ja, genau. Sehr wild. Sehr cool. Hey, und wir sind schließlich bei den wilden Tieren, also wieso nicht wild? Ups. So. Und jetzt ankleben. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Zusammenklappen. Und andrücken. Ui. So. Gut, dann könnte hier unsere Mandarinente rein. Das sieht jetzt schon ein bisschen doof aus, wenn das so verkehrt ist. He? Ja, noch. Das ist halt so. So, und der Orang-Utan. Schön, das gibt Farbe. Das gibt Farbe. He? Dann so. Das stört mich jedes Mal, wenn die Signaturen noch nicht reingemacht sind, richtig reingegleimt, reingenäht. Ach, je. Aber es ist natürlich schon cool, wenn wir jetzt das einfach rausnehmen können. So, aber ich muss auch immer testen, wie es dann aussieht, wenn es zusammen gemacht ist. Und ich finde, so sieht es doch ganz prima aus. Sehr hübsch. Farbig, es leuchtet richtig, wenn das ein bisschen gedämpfter daherkommt. Und ich freue mich. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Es war jetzt nur ein ganz kurzes Video. Aber ja, hey, klein, aber fein, würde ich sagen. Und wenn es euch wundernimmt, wie es weitergeht, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Tschüss!